Vor 3 Jahren habe ich mal ein Programm gemacht mit Reinhard Terze, dat hij in Kongo is. En de laatste tijd, de laatste weekje, heeft naar mijn leven als de betoje voor en heeft hem bezocht. En dem heb ik vandaag te bezoek hier. Dankzij Norman, dat hij dit met mij hier deed. Zo, hoe komst je daarop, mal door naar Kongo te vliegen, te voeren? Bueno, dat is geloof ik een ziemlich längere Geschichte. Manchmal kort aufvoeten. Ja, we hebben nu een paar schwere jaren Akari hingen ons am Chaco. Ik geloof sehr viele Jahre, oder de laatste paar Jahre wird immer durch und bei uns wird das nicht so. Und da habe ich mich persönlich sehr gesehen gefühlt. Und mich immer wieder gefragt, warum regnet das bei uns und bei anderen regnet das nicht. Und da habe ich mich dann irgendwann gefragt, okay, wenn ich so viel sehen schreibe, wo kann ich was reingeben? Und da habe ich dann einfach geprüft, zu sehen oder zu horchen, wo ich was reingeben kann. Und wir haben halt in Schweden, wo wir unsere Autos einmal in einem Talier führen, dem habe ich ein paar Mal davon angeredet, weil wir den Schwerpaar besitzen fahren. Und die schließt sich wahrscheinlich nicht dazu. Und irgendwann komme ich auf dem anderen Schweden dann mit Matthias Figueron zu reden. Und dann sind sie ziemlich lustig. Ja. Mhm. Du wirst aber nicht allein. Nee. Da wäre noch andere. Wo... Ja, Matthias Figueron, wat kreeg Schweden von Reinhard weh, dann ein Alvin Schroeder von Sommerfeld. Und einer von Mexiko kommen, Plata, ist der Hinternamen nicht was. Wie vlogen alle op. Alvin heeft je zijn ene geschichte waar hij doorheen komt oder wat. Maar je kan die in verre niet en had je nog verre afgereden? Nou, met Matthias een beetje, maar met Alvin niet. Die komt dan te laat tot hij. Wenn du da ankommst, wo sind die Menschen da? Reinhard kommt je aufholen, wo sind die da beim Zoll, wenn je das im Zoll macht? Ja, wie Freda und zei dat Reinhard da gute Kontakte hat am Zoll. Dat helpt ons om dat hij ons normaal bediende en probeerde een beetje Engels met ons te reden, want dat wordt meer Französisch geredet oder Ingala wat dan de hoofdspraak is, oder de tweede spraak. En die zien we beide niet zo goed. Dat komen we dan daar en we voeren dan gelijk einde nacht naar Reinhard in huis. En daar weer dan relatief weinig traffic, daar weer dan immer nog een schaf mensen op een gosse, wat dan gosse feide en apriemde Erlebnisse. Aber Reinhard zei dan al dat hij voor 2 jaar even dag onderschweet. So, dem Trajekt von Flughafen naar Reinhard in huis, wie vielleicht eine halbe Stunde. Und als wir über Wasch fliegen, wie dezelfde Trajekt von 23 Kilometer ein bisschen über 3 Stunden. Oh, veel mensen. Ja, dat zijn veel mensen. Ja. Ah ja. So, wat heb je dan met Reinhard Taub ondernomen? Wat was eigentlich je Ziel dat je doorheen voeren? Und wir hatten ziemlich viel Ferien geplant. Reinhard hat das sehr fein geplant und sehr voll geplant. Dat wir Ferien eigentlich alles klar und immer mit Option A und Option B, je nachdem was es trainen würde, oder als wir vorher würde kennen oder als es uitkommt. Wenn es dort ist es eigentlich normal, was die plant, kommt anders uit. So, wir hatten dann den ersten Tag trafen wir uns mit einem Impressor, wo der Ehendeimer ein Kongoles ist und der wohnt aber in Kolumbien und der fängt an, was in Kongo zu investieren. Um den Menschen zu helfen und die glaube ich sind momentan ziemlich an ihr Limit mit helfen, wenn es das einfach ist und sie hat keine Ahnung von Akari und will aber in den Akari-Bereich arbeiten. Dat we dan om namiddag we met een ex-minister wat plus minus 3000 hectare land heeft. Die wil hier met irgendwem wat te doen. Die we zeer open en zeer bereid wat te doen. Op een noot hadden we dan een Asado. Wo Reinhard dan zijn bekende aangelaten had. Dat waren Duitse en de Libanese van een schriftcultuur. Alle daar en Tim Itusche. Iedereen weet wat maakt en mensen kunnen leren, wie sehr interessant. Den nächsten Tag ging je dan im Inland, ne? Ja, nächsten Tag fuhren wir dann gleich 15 morgens los, eine Kikwit. Wir fuhren tijdens morgens los, wenn es die Verkehr dann
meest zu machen sehr kompliziert ist. Also Kinshasa ist die große Stadt, 27.000 Menschen. Millionen. Millionen, ja. Und das andere? Das andere ist Kikwit. Das hat 1 Million Menschen, das ist ungefähr 500 Kilometer auf. Okay. Und da brauchen wir 14 Stunden vorher und 15 Peajes, wo wir dann müssten. 14 Stunden vorher. Mit einem kleinen Bus. Ja, da saß wir wieder binnen. Wo ist der Wasch daheim? Sind da, wohnen da Menschen an der Seite? Oder ist es hier, dann ein Stadtje mal und dann ein Stadtje mal? Kleine? Da sind sehr viele Menschen. Da sind eigentlich dem ganzen Wasch über Menschen an der Kant. Ein paar Engeltjes, wo das dann mit großen, mit Bäumen oder so zu sein als Landschaft. Und das andere ist mit Menschen und Menschen, Haus und Haus. Mal ein bisschen Rata, mal ein bisschen kleiner. Alle oude Häuser, einfach. Ja, eigentlich meist alles Häuser uit Plata und Stadtje oder so. Die wohnen alle am Asphalt, wenn es da der einzige Movimento ist. Das ist eine zweispurige Asphaltkurs ohne Bankina. Und dann Bettseite ist aber so 1,5 Meter Erde ab. Und was so da so weit, als man sein kann. Ei. Und dann eben proben die Besiedlung, was da fährt, was zu kurieren. Als es dann in Kamion ist, was Sachen fährt oder Menschen, was da fahren, was zu kurieren oder was zu verscheppeln. Und dort ist auch wirklich eine Polizei oder was? Sind die anders angetragen oder weiß ich das nicht? Einige sind anders angetragen, einige nicht. Weiß man das nicht, die präsentieren sich dann mit Probe und machen das dann da Tau. Und der eine Peage sind dann mit Traktor geschoben und der andere mit einem Isa da, also ist wieder die Chane, was man so aufmachen kann. So das von allem Wort, wie das gemacht wird. Und auch allerhand Menschen, die kurieren, ist nicht einmal klar, wer. Also, sie hat einen Schaffer. Wir haben einen Schaffer, was von den Menschen ist, wenn es selbst vorher ist noch problematischer. Weil man wird das, ja. Ja. Und man fällt als Wetter da eben so sehr ab. Ja. Das, wenn man da fährt und die von der Seite einer Tschütje und ein witten Mensch dabei sein, dann reden die alle bloß von Mundeles. Ah ja. So, das meint Wetter. Ja. Okay. Das ist, glaube ich, auf Ingala gesprochen dann. Ja. Okay. Wo ist die Landschaft da? Ist die hier rein? Ist das hügelig? Ist das große Beine? Ja, die Landschaft ist, das ist Länghand geregnet groß, regnet da viel und ist dann niemals dreig, aber auch niemals sehr klare Sonne oder so. Es ist immer so schmadrig bewölkt. Der erste vielleicht 150 Kilometer ist ziemlich glitschig Land. Nicht so glitschig als hier im Chaco, aber ziemlich glitschig. Und von da an wieder fängt es an hügelig zu werden. Und beim in Bosch ist der Mockerheit, wo das nicht oft zu sagen, da auf der Hacke hat. Alles, was ein normaler Baum ist, hat die Kohle gemacht. Ah ja. Wenn da ein Baum steht, ist das eine Palme, die wird wahrscheinlich für Kohle nicht schaffen. Und was sitzt unterwegs? Sind da Tiere, Rinder, Käse? Ist da ein bisschen Ackerie, Manioka? Ja, Manioka-Plantage sitzt ein Beet, ein paar Strampels Mais sind da immer was zu sehen. Käse habe ich gesehen, die sind alle fett, die sind plus alle halb groß. Heugen sitzt die Scheine, Rinder sitzt die Scheine. Rinder, Tiere, Insekten oder so, was ist da eigentlich, so geht das nicht. Und was tut ihr dort bei Kinshasa? Kinshasa besagt, wie das andere Krankenhaus, das Reinhold da gepackt hat. Das ist ein 3-stöckiges Gebiet, wo die einen operieren und die Mädels an dem 2. Stock wohnen die Doktors und am 3. Stock wie dann so verjast wohnen. Dort steht wieder hauptsächlich in dem Fluss, da hat ein Fluss verlängert, das steht wieder ein Bett. Also Reinhold ist eigentlich ab 2 Städten. En dat is een grote stad en dat is een kleinere stad. Die 500 kilometer met de pommelde men naar voren, of wat immer, wanneer wel. Ja. En du siehst, die hat dann auch noch was Pferde, Reinhold. Dat we krijgen op deze stad, da wat te buren. Ja, dat Krankenhaus, weil hij da ver Kikwit buren, een enkele Ritter uit de Kikwit, uit de stad. En daar heeft hij een terrein gekauft en da soll es demnächst irgendwann losgehen. Also hij wel heeft de vision een Krankenhaus, Augenkrankenhaus dort te buren. Ja, dat is van Fondation Vision, ook van Deutschland, wordt het in der Stadt en deelweise ook gefinanciert.
So, Also, nu heeft hij gepacht en dat willen ze da eigentlich dann bij toch laten liever wat enig hebben. ja, dat je pachte erstmal provisorisch, Übergangszeit. Und das Ziel ist einmal eine zu bauen. Wahrscheinlich dann auch viel moderner. Ja, Dat moderner, je pacht, dat sei einfach. Ja, dat is sehr einfach en alles aangebied is dan living, de buurt die dan de derde touw en wat dan van hingen en je goeden en dat moet je irgendwie je proeft steriel te maken dat dat rein is, wat daar ook niet zo einfach is, wenn du eben nicht diese herramientas en alles aan normaal. Wo stellte sich das fair, dort abzubauen? Dat weet ik ook niet ganz genau, wie sich das verstellt. Dat is da so viel anders en komplizierter, weiß ich nicht, was das rechte Wort ist, aber die forschen nicht einen Haft, wo Bümaterial essen bestellst, die dort alles in der Leber, die dort haben. Das schafft das aber einfach nicht. Das schafft Städte, wo Menschen beteilen bühen, aber das sind immer mal ein paar Teile. Gerade das Teilklampe, was eigentlich irgendwie sein sind vielleicht 1000 oder 1500 Teile. Oh. Und ich stelle mir so vor, das Krankenhaus wird ein paar Meier brücken. Und wo man das Material und das alles herstellt, ist schwierig. Wenn es an Kinshasa ranfahren und so eine Städte besieht, über Tag ist sowieso sehr schwierig, die Trafik und alles, das tut sich schwer. Ja? Da sind so viele Menschen und da wird so wenig respektiert. Das ist mir schwierig und da glaube ich, wird er auch halt brücken. Das ist eine sehr interessante Erfahrung, alles das. Aber zum Schwindmeln, wo ein paar Sachen eindachten, ist es nicht. Diesel ist da die raus hier. Und wenn du irgendwie schockierst, dass wir irgendwie ein Chef Kamione sagen, die stunden da dann. Ich wirklich, als die irgendwann abriemen oder was die damit tun. Wie habe ich so zwischen 10 und 15 Kamione gesehen, schmacke Kamione, wo schockiert werden, die Stunde da. Ja, so Trailer 2 oder irgendwas und die warten da eine Stunde. Vielleicht noch ein halbes Jahr repariert einmal werden. Ich wirklich würde das tun, aber das ist nicht sehr eine Repair. Nee? Nee. Ja. Das ist sehr interessant. Da willst du dich schockieren, wenn es auf jeden Fall kommt, die dort eine Gruppe holen, wenn es das schafft oder nicht. Wenn da eine Jaft dann die das weiß nicht wie viele Stunden bei der ist. Aber der Verkehr ist ein Chaos. Verkehr ist alle ein Chaos. Das ist nicht normal. Da ist eine Ampel und da fährst du die Schutztau und wenn das da blockiert ist, dann fährst du die Dollar-Schutztau. Also da wo es ab ist, da fährst du. Wenn da dann Polizei oder Regierungsauto kommen, die drehen dann links Kontrabanden an und dann fahren die durch. Das ist wie das hier vielleicht von der Ambulanz im schlimmsten Fall. Aber so fahren die Regierungsauto da und da ist dann mit Militär. Aber das ist von Fährenbad ist da jeder fährt sehr aus der Weltschutztau. Ja, die Polizei ist wieder der Matchreihe. Die Polizei wird assigniert, man entscheidet, wer Polizei ist, aber das kriegt ja nicht halt vom Staat. Also die müssen dann auf der Gaskunden sein, wo sie, wenn ihr halt, was eigentlich ein Tipp kriegen. So, dann kann man kann sich über den meist nicht eure dann in dem Fall. Nicht? Ja. Aber doch. Hat ich auf jeden Fall nicht. Tijd moet je dan mitnehmen. Ja, Titen Geduld kann man da gut lernen. Ja, und die hat dann aber auch noch einen anderen dort kennengelernt, was er all 10 Jahre in Barmje gemacht hat für den und so. Ja, das ist eine Stiftung von Deutschland, was in Kinshasa auch ist, was ziemlich viel gearbeitet hat und geprüft hat, auch gerade mit der Nachbarschaftshilfe. Aber das ist auch schwierig. Es lohnt einen Ehendeimer, was mit Titel ist. Und der Titel ist aber auch nicht so ganz legal. Und dann wohnt auf jeder Land eben dann noch, weiß nicht, ob das Ethnien sind oder Stämme sind oder wie man das nennt. Das heißt eigentlich einmal 2 Ehendeimer, wenn gleich hast. Das ist einmal der mit dem Titel, der Politiker oder mit dem Titel oder der Land-Ehendeimer, einer von denen. Und dann sind noch die, die ewig immer auf dem Land gewohnt hat, die haben auch ein Recht darauf. Da hat die Stiftung dann geschafft und bei mir geplant mit den Menschen und kriegt News wieder sieht er Angst, dass dann ein anderer Stamm gekommen wäre und hat einen Stamm waschen will. Kann
Krijgt hoe hij arbeiden deed. Krijgt hoe arbeiten. Hij is ook ziemlich möglich momentan. Ne? Dat, als ich so beim meisten geprüft Vertrauen abzubauen und das wird dann, das war eine andere Situation schwierig gemacht. Ne? En dan werden er ook palmneet oder was? Ja, Palmenplantage, Ölpalmen oder wie immer man die nennt, da wird Eil von gemacht. Wat man zum Eten braucht, zij brauchen dat in Kongo sehr viel, oder die Menschen brauchen dat sehr viel zum Kochen, Broden, Backen, was immer. Und dort kann man uit die, dat je ook zo'n datelen dan, dat is tot en die verstompen die, en dat schreeuwen die dan voets Eil ruiten, want die zijn naamsten die een beetje tiptrijds, dat wordt voets feest. Dat is ziemlich viel Eilbanen. Dat sagen wir eine so eine Plantage, dat eine Sache, wat sehr gut funktionieren würde. Aber das macht irgendwie interessieren, dat te planten en dat te ernten en dat te opbedingen. En verlengd een plus voor, als het zoals hier Paraguay plus? Ja, dat is ook een beetje spannend. Want Reinhard had een boot gekauft en dat we de eerste reis wat we moeten. Met een traducteur wat ons übersetzen deed, wat toch eenmaal verlengen voor de wee, maar die kon niet uitvoeren, dat moet je sehr voets. En dan moest Alwin omstehen aan. En Jana wil het niet goed afgeven. En dan voer we de eerste straat, de eerste 45 minuten voer we met een andere boot op. Van daar wieder voer we dan 2 stunden. Hadden onze mening genoeg nafta met en beim Abtanken eenmaal weer 20 minuten en weer de tank laden en eenmaal weer 40 minuten. Dus jedes Mal wird weer andere weer de nafta-tank met te doen. En dat speelt zich daar op dem Fluss een beetje komisch aan, want dat een zeer breder dieper Fluss is en daar niet veel mensen zijn en allemaal niet zullen wat in gesproken reden. En dan intussen dat zeer grote halbieter op dem Fluss angeschwommen komen. Ah ja. Dat is niet plus witzig, ne? Daar voer je krijgt net dus een liedje aan, oder wat voer je daar? Daar is een krankenhuis in Wanga, nennt sich dat Darp, ich würde dat mal Darp nennen, im Vergleich zu dat andere, da wohnen, ich weiß nicht, hoeveel mensen daar wohnen, aber das ist ein großes Krankenhaus, wat über 100 Jahre alt ist, wat von Amerikanern mal gemacht worden ist. Da sind 400 Baden. Und das sind ja dann nicht das bei uns im Krankenhaus dann 2 oder 3 Baden, da sind dann 20, 25 Baden, so ist man das im YouTube dann schicken kann von Amerika. Und das muss man auch über dem Hort schreien dann angehen und das beschicken, das ist ja, ist ja einfach das zu sagen. Dann ist es doch ein gerateres Stadtje da, oder was, wenn da so viele Baden sind? Ja, ich würde aber nicht dann glauben, kommen die von weit auf. Die kommen von weit auf, die Menschen. Die haben, ich dachte, sie drehtchen, tipo dann so eine kleine Konsultorius bieten kommt, wo die Menschen ankommen können und von da werden die dann entweder so leicht behandelt oder wenn die was schlimmert haben, werden die hier dann im Krankenhaus gescheiden. So. En Reinhard hat da auch seine Arbeit oder nicht? Nee, Reinhard hat da mal ein bisschen uitgestaat, Material oder Sachen, damit er da besser arbeiten kann, aber er hat da nicht wirklich eine Verantwortung so viel als ich weiß. So, er zijn als nu een ehepaar, Tim en Cathy heette die. Die zijn toen nu 10 jaar. Die wordt dat mal angefangen heeft, die is nu voor, ik geloof dat jaar is die gestorven. Die wie, ik zo 91 al. So. Dat is aber ook is zo einfach. Wenn die Menschen willen anfangen, dat Krankenhuis selbst te übernehmen, zoals wie die Cathy da verstanden. En zij zijn danach en proberen dat am Schwung te houden. En wenn sich die Menschen beschicken anhören, wie tiefgläubig die sind, das ist interessant. Dat man da so weit auf ohne Infrastruktur, wenn die mal krank worden, klar, man nennt das Krankenhäuser, aber das ist nicht ein Standard, ne? Was wir kennen. Und über unseren Standard habe ich auch noch einmal genug zu schlemmen. Ich glaube, wenn man ja dort sitzt, einmal, ich würde mich nicht wagen, da krank worden zu werden. Die meisten Menschen sind doch mutig und viele sagt das vom Ferienvideo weit, sind da sehr viele Christen. Ja. Wie je dort im Gottesdienst oder? Nee, wie de 11e dag krijgt voor dit begrafenis, omdat ze willen zich als daar treffen, die wat gestorven werden wie van Duitsland, die werden dan daar gestorven. Aber sie wollen sich hier treffen, der 11. Tag krijgt een schoot zingen.
präsentiert sich sehr, sehr schön. Wie die Schweiz selbst sind wir nicht gewesen. Aber die Menschen und für sich sehr freundlich. Reinhold ist ja eigentlich alleine da, als er eigentlich leibig will oder geplant hat. So alle Achtung an dem leibig, dass er so lange da ist. Er kommt ja vorher dahin eigentlich Doktors auszubilden. Und wenn er nu nach Krankenhaus bühen will, was lebst du, was würde man da können helfen von hier oder wo würde man da in der Stadt können? Ja. Ja, vandaag is uit tot zij, uit einmal meine Meinung, wie wir hier da era drei von hier, von Paraguay, und dann noch die Peter voeden met een andere idee gaan, wenn man sagen, mit der Hand ratschen, und Alvin und Matthias und ich voeren met die idee gaan, tjetje, wat kann man helfen, wat en wo, und da ist hier, ich glaube, Reinhold macht sich sehr viel Sachen kümmern, die hat da vandaag keinem an was die wat aufheben kann. Die mal sagen, kannst du die mal an diese paar Sachen kümmern, die dann vor. Die Person hat er da vandaag nicht. Ich glaube, da ist jemand dabei, die Hand zu tragen. Aber ich glaube, mit der ganzen Party von der Krankenhaus abbauen, Material schäpen, mit ab das Geld abpassen, die Verhandlungen machen, die Komprassen, das alles. Ich glaube, da wird sehr viel Arbeit sein. Der nächste, ich weiß nicht, wie lange das dort wird hier ist ein Krankenhaus bei. Ich stelle hier in Paraguay, wird das unbedingt 1,5 Jahre bei und sehr schön wird gehen. Und dort stelle ich mich so vor, wird das langsamer sein. Also ich glaube, dass da viel Raum ist zum helfen. Und meine persönliche Meinung ist auch, das erste wird ich wählen, dass wir die Hand am Reinhold zu helfen. Und Reinhold kann da die Menschen mit ihrer Augenkrankheit helfen. Ich glaube, das ist ein Dienst genug, dass Reinhold sich das kümmern kann, was er gut versteht. Und wenn man die Hand von da wird ich mitmachen, dem man dort helfen, was eigentlich nicht seine Arbeit ist. So, und da glaube ich, wird er auch gut helfen können. So, nun hast du noch, ist das, wenn da wirklich wer han fort, da zu leben oder Mission zu tun, dann muss Zeit mitnehmen. Tijd mitnehmen, nicht zu viel auf einmal wählen, bereit sein, die Geduld zu lernen. Meine ist ja sowieso nicht sehr lang, die Geduld, aber ich glaube, in der ferne Schule, das ist eine Wert. So, da muss man sich auf jeden Fall vornehmen, nicht zu viel zu wählen. Und mit das zufrieden sein, was da dann ist. Aber das glaube ich, mir persönlich hat das sehr gut zu tun, glaube ich. Ja, was hast du mitgenommen? Wenn du die Reise gemacht hast, viele Menschen, vielleicht viel Armut sein, was hast du mitgenommen, was ist dir im Hort gegangen, wofür die vielleicht dankbar sein kannst? Ja, dankbar ist jemand, ich meiner Meinung nach ziemlich oder sehr dankbar für das, was wir haben, wir sind gesund und gesunde Familie, so über dort gern zu sein und dort zu vergleichen mit Fernheim oder mit Paraguay, wo wir uns fucking Euro waren, wie man im Interieur fahren oder auf dem Asphalt fahren. Und als man Polizei anhält und der vielleicht sagt, wir haben das Licht heute da uns nicht angeschnallt, das ist nicht schön dort. Ich glaube, wir haben das, hier ist eine ganz helle Welt, was wir haben. Und Dankbarkeit, die Sicherheit, was wir hier haben, weil man sagt, wann wir was tun wollen oder nicht. Ich glaube, wir haben hier viele Gelegenheiten, aber dort sind noch viel mehr Gelegenheiten. Und wenn man sieht, wie viele Menschen da sind, was alle eten wollen, das ist sehr interessant. Ich habe ganz komische Gefühle, aber auf jeden Fall sehr viel Dankbarkeit. Und als ich vandaag terug in de officina weer en in het Fenster ich wundert, dass ich mir das keine Menschen sind. Weil hier sind wenig Menschen und das ist so frei und op alles. Das ist ganz anders. Gut, danke Norman. Ich glaube, wir haben von allem ein bisschen was angeredet. Und wer da, weiß nicht, mehr Informationen haben will, kann ruhig mit dir reden darüber, ja. Und auch, glaube ich, mit Reinhold, oder da wird man irgendwo Kontakt herkriegen. Und dass man da vielleicht mithelfen kann. Jo. Ich danke dir für das Gespräch und ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Jo.
worship you. Is an awesome God here. Your word from heaven your word with wisdom, power, and love. Our God is an awesome forever you sing. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Yes, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God, what an awesome God.